Geht da was? Oh, leck. Ich verstehe die Frage nicht. Ich weiß nicht, was ich schon wieder da tue. Keine Ahnung. Wer und Lucky, habe ich dir, grüß euch. Ich habe jetzt um die Zeit, ehrlich gesagt, noch nicht damit gerechnet, dass schon wer da ist. Aber zauberhaft. Zauberhaft. Ich habe, glaube ich habe... Servus, Birgit. Ich glaube, ich habe auf Twitch einen neuen Status erreicht. Ja, ich kann live gehen, wann ich mag, es kommt nicht nur irgendwer. Naja. Ich merke gerade, der Sound ist ein bisschen laut, den müssen wir ein wenig oberregeln. Dere Kakadu, hab ich dere. Du meinst hoffentlich jetzt mich. Mitten in der Nacht, wenn wir aufwachen, war das mal fein. Ja, ich glaub, wenn ich mitten in der Nacht auf einmal einen Stream anwirf, dann glaube ich, dann haut mir Frau Basi einen Hausschuh um. Hab ich dere, grüß euch. Def hab ich dere. Also, Liquid Def. Also, ich weiß nicht, ob ich es so richtig ausspreche, aber wir haben ja. Das eine ist wir haben ja zwei Devs, so quasi, aber spricht mal anders aus. Aber hab ich dere, schön, dass du da bist. Und zu Recht macht's das, ja, war wahrscheinlich. Wenn sie dann live im Stream machen hat, war das auch okay. Ja, das, da meine Kante, also das war da so eine Situation, da wo ich wahrscheinlich auf TikTok auf einen Schnalz eventuell einen Durchbruch starten kann. wenn ich da sitze und Frau Bazi zieht mir volle Kanüle einen Hausschuh übers Gesicht. Das hätte Potenzial, eine neue Schallmauer zu durchbrechen, was einen Bekanntheitsgrad angeht. Das ist im Bereich des Möglichen. Aber ich will's nicht probieren. Ich sag's euch ganz ehrlich. Und ja, darfst den Sound gerne leiser machen, muss nicht den ganzen Stream übertönen. Ja, nein, ich hab's gerade eben erst gesehen, da schluckt OBS hübsch aus. Also den werde ich beim nächsten, also ein kleines bisschen bei noch tun. Ja? Also man wird ihn schon noch deutlich hören, so ist es nicht. Also wir werden jetzt nicht stumm schalten. Aber ein bisschen oberregeln muss ich. Das ist mir beim Optio sein Sound, da war das auch schon so, da bin ich auch schon ein wenig reduziert von der Lautstärke her. Eng soll's ja nicht einen Schädel zerreißen. Aber die viel wichtigste Frage an der Stelle, Freunde der Sonne, haben wir gut ins Wochenende gekommen. Ja, wie war euer Freitag, wie war eure Woche? Ich hoffe, es war angenehm. Ich hab's noch nicht ganz geschafft, ich darf morgen noch einmal. Ja, ich hab morgen Frühschicht, aber das macht nichts, das wieder soll schön werden. Da hab ich jetzt nicht ganz so geknickt, dass ich das tun muss. Ja, vor allem, wenn ich heute ausschaue, ich hab mir jetzt gerade die kurze Hosen angezogen. Scheint okay zum sein. Ja? Und ich habe heute noch Tennistraining. Also ich habe einen sehr, sehr strammen Arbeitsplan, wenn ich das mal so sagen darf. Ja? Ich bin mir jetzt heim gestresst, dass ich auch pünktlich um 2:30 wirklich live gekommen. Jetzt habe ich dann ungefähr 2 Stunden Zeit, der den scheiß Endboss über den Haufen zipft. Dann muss ich kochen und dann gehe ich ins Tennistraining. Heute um 11 Uhr arbeiten und am Sonntag in der Arbeitswochenende wo. Aber hast du Nachtschicht oder was? Es ist ein Grüß Gott Sound, den muss man hören. Der Mike ist der lauteste Bassspieler auf Twitch, der muss laut sein. Ja? Das war ja sonst irreführende Werbung und das darf ja nicht sein. Ja? Nicht, dass ich dann irgendwann einmal von irgendwem auch immer eine aufkriege. Hey du, das ist nicht gut. Gehst ein Weisheitszent ziehen lassen und ja, heute ach du Kacke, ja, das habe ich schon hinter mir. Dann wünsche ich dir auf dem Weg eine sehr, sehr schnelle und gute Besserung. Kleiner Tipp am Rande: nicht rieren und Kühlbeidel. Und nicht rausgehen. Größter Fehler überhaupt. Wenn du jetzt rausgehst und kriegst einen Luftzug,
Ich garantier's dann kommst du davor, wie wenn du einen Unimog-Greifen ins Gesicht eingekriegt hättest. Ohne Spaß. Ja, habe ich bei einem Bekannten gehabt, ich hab's Gott sei Dank vermieden, ich habe Motorradmasken aufgehabt früher. Aber tun Sie dieses nicht. Ja, gehen Sie nicht an die frische Luft, wenn es nicht sein muss. Und wenn, dann Sturmhaum aufziehen. 3 Wochen kommt die andere Seite. Sehr weise Entscheidung, dass es auf 2 Mal machen lässt. Nein, wir haben Hausmess, Weinfest etc. und da müssen wir alle aushelfen. Ja gut, Weinfest, da kann man schon mal abends arbeiten. Ja? Also, da kann man auch mal... Verstehe die Frage schon. Naja. Genau, so. Wie gesagt, ich möchte halt einen Endboss zusammenhauen. Sollte mir das jetzt nicht gelingen innerhalb dieser 2 Stunden, werde ich das privat machen und werde es aufnehmen und dann auf YouTube lohnen, dass noch jeder das Ende dieses Spiels mitkriegt. Weil ich möchte halt ab nächster Woche, wenn ich live gehe, wieder mit Story-Content anfangen. Ja, Story-Content, den finde ich zauberhaft. Story-Content, den findet ihr zauberhaft. Und anfangen den wir mit dem Lederlappen, aka an Batman. Ja, das habe ich glaube ich schon mal angekündigt. Werden wir ab nächster Woche wieder gezielt uns auf Story-Spiele konzentrieren. Ich habe noch einiges auf der Liste stehen, also so stark ausgeht tut es uns nicht. Und ja, deswegen ist das jetzt heute eher eine spontane Geschichte. Und da ich es ja dann morgen und übermorgen sowieso nicht schafft, dass ich live komme, habe ich mir gedacht, hey, dann grätsch mal heute mal zu einer ganz unkonventionellen Zeit ein, weil Freitagnachmittag bin ich eigentlich nie live. Beziehungsweise, ich war früher bei Freitagnachmittag live, wie ich Streamer angefangen habe. Da waren aber meine Zeiten eher am Nachmittag so 3, 4, bis sie sich dann später mal Richtung Abend geschoben haben. Und ja, aber jetzt ich sage ja, ihr habt auch da, also von daher sage ich jetzt so kein Problem. Genau. Kann ich sonst was berichten? Aussteigen geht voran. Dann müsste morgen der Heizungsbauer kommen. Irgendwann. Und sonst ist eigentlich alles beim Alten. Gibt keine Neuigkeiten soweit. Außer, dass ich gestern die scheiß Duschen aufgestemmt habe und es deswegen nicht ins Stream geschafft habe. Weil die Mauer war so dermaßen hartnäckig im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich es leider nicht geschafft habe, live zum Kommen. Ich hätte eigentlich gestern gemeint, ich schaff's, aber dafür ja heute. Ne? Und bei uns ist der Waschkeller, der Schleider eine Maschine gerade so, dass die kaum verstehen. Maschine goes boom. Headset aufmachen und Stream lauter machen. So. Also Licht aus und Ton hell oder irgendwie so. So, kurz nach halbe Zeit für Content, hätte ich gesagt. Wir müssen Meter machen. Wir wissen jetzt dann langsam, wo lang. Ne? So, machen wir da mal leiser. Und da machen wir mal lauter. So, das ist zauberhaft. Das hört sich gut an. Das hört sich doch gut an, oder? Perfekt. Na schön, wie wenn ich nie weg bin, war. Zauberhafte Geschichte. Freunde, das ist eine zauberhafte Geschichte. Ja, freilich, wir werden jetzt ein neues Spiel anfangen, sonst noch was. Zeit fürs Finale, Freunde. Ich hab da kein Headset am TV, lieber lernen, die Nachbarn kennen. Grüß an Nachbarn von der Birgit. Ich weiß nicht, ob es mir hört, aber folgt mir auf Twitch. Und schaltet eine Waschmaschine aus, das ist unfair. Werbung Ende an der Stelle. Wenn jetzt dann gleich bei einer Tür klingelt, dann stehen wir in Sick und schauen mich. So, wir haben da stehen bleiben. Ja, da oben ist der Endboss, haben wir letztes Mal schon festgestellt, der Endboss besteht aus 2 Phasen. Und die erste Phase kann man, glaube ich, ganz gut handeln, indem man Begleiter mitnimmt. Und die zweite Phase, ja, die wird ein wenig schwieriger werden, vermute ich jetzt einfach mal. Ja? Und jetzt schauen wir mal, dass wir das irgendwie innerhalb von 2 Stunden gebacken kriegen. Ja? Nichtsdestotrotz machen wir uns aber keinen Stress. Ja? Stress ist nie gut. Und schon gar nicht in Souls-like-Spiele. So. Nehmen wir einfach mal mit, wo wir stark haben. Schauen wir mal, irgendwas. Wir werden schon können. Gut, ein ins Viech. Jetzt werden wir wieder ein paar Versuche brauchen, bis wir ihn haben, weil ich jetzt mehr Schwarm spielen muss. Ne? Aber werden wir hinkriegen.
Voll drauf auf die Muse. Ah, das war jetzt gut. Ah, macht er wieder sein Genki Dama. Oh, das ist gut. Oh, das mit denen jetzt nicht können wir sehen. Haben wir aber tendenziell schon 2 Heilungen braucht jetzt in der ersten Phase. Der weicht da so stark schnell zurück, der da wieder. Okay. Erste Phase haben wir, aber haben wir 4 Heilung braucht. Das ist, glaube ich, nicht schaffbar so. Die Maschine hat die gehört, sie ist jetzt fertig und still. Sagst du das da? Hat schon, man muss ab und zu einfach nur fluchen. Aua. Hoppla, aua. Okay, jetzt muss man öfter countern, verstehe ich schon. Okay. Wie viele Fähigkeiten hast du so, Yuji? Ja, der hat alle, der glaube ich, der kann neu so ist Gift, Feuer, Eis, Pflanze, also alles mögliche, meine ich. Das trifft quasi alles aufeinander. Das Problem ist einfach, ich habe zu wenig Zeit, um die zweite man kann uns... Perfekt. Ich wollte mir ja Aufstiege. Ich wollte mir ja einen Aufstieg holen. Das Problem ist, ich habe zu wenig Zeit, um die zweite Phase zum Studieren. Aktuell noch. Aber das wird schon werden. Mal irgendeinen krassen Boss in dem Spiel muss es ja noch geben. So gesagt. Ja, das andere, bis auf 2, 3 Bosse war es bisher eigentlich eher Pillepalle. Ne? Also der Endboss, das ist schon gerechtfertigt, wenn der ein wenig zager wird. Da beschweren wir uns nicht. Ja, nicht mehr. Einmal in der Mitte hat er hier das Eid-Level. Ich weiß zwar nicht, ob es uns selbst hilft, aber das werden wir schon herausfinden. Vielleicht ist er dort der gescheiterne Weg, wenn wir mit der Schnellerwaffen kämpfen, damit wir schneller reagieren können. Die macht zwar weniger Damage, aber ich bin flexibler. Willst du mal ausprobieren?
Ja, das fühlt sich deutlich besser an. Ich sag gerade ungefähr gar nichts, aber wir haben auch mehr Austeil als kassiert. Okay, die Waffe ist definitiv besser. Oder bringt es uns Apps, wenn wir den ein wenig Feuer auf den Bimbus werfen? Okay, der ist immun gegen Element. Gut, aber was habe ich jetzt gemeint? Wenn der jedes Element machen kann. Oh. Scheiße. Später reagiert. Aber ist immer noch, ist noch fein. Haben wir noch voll im Rahmen. Wenn wir davor bleiben. Oh. Oh, she dodged. Aber man muss auch mal Bosse loben, ne? Okay. Bravo, das schaut gut aus. Das war ein guter Run. Wir haben nur eine Heilung braucht. Sei, habe ich ein kurzes Hallo, muss mich schnell zusammenrichten fürs Fußballmatch. Du nicht runterstressen. Das passt ja schon. Wenn er seinen Travo macht. Okay. Es sind sehr viel verzögert, die Schläge. Aber der Drache kriegt Elementschaden, das ist gut. Okay, der kann Supernova vom Cooler. Der hat gut gesessen. Öffnen wir mal. Oh. Ah, der Hieb mit seinem... Das macht halt gottlos Schaden.
Ja, okay, die Angriffe haben teilweise noch nicht, die kann ich noch nicht gescheit lesen. Die haben ganz weird teilweise nur seine Angriffe, so richtig krass verzögert und seine Ults, die kann ich überhaupt noch nicht lesen. Seine Ults kann ich noch überhaupt nicht lesen. Das ist das, wenn du 2 Phasen Bosskampf hast, ist eine Phase immer, also die zweite Phase ist immer schwerer, dass du lernst, weil du weniger Zeit hast. Jetzt probiere ich den einmal solo, ob es mir da so vielleicht sogar leichter fällt. Mal schauen. Wie Gott, dass der daneben gegangen ist. Ja, er selber ist nicht so dramatisch. Oh. Das war knapp. Das war richtig clean gespielt. Bin ja allein fast besser dran. So. Aber ich frag mich, wie ich den dann damage. Ah ja, okay. Der ist so mies, der Schlag. Ah, der ist ganz ekelhaft. Aber ich bringe aber auch nichts hoch bei ihm, gell? Perfekt. Das Viech ist schon so groß und ich schaff's noch, dass ich daneben schlage. Wow.
Weil das Ding hat ungefähr die komplette Range vom kompletten Kampffeld. Ja, die Kombi ist also garstig. Ja, ich bin sauber zu 60, ich bin da sauber zu oft getroffen bei der Phase. Okay. Ganz schwieriges Moveset hat der. Und ich bringe dem seine Haltung irgendwie überhaupt nicht hoch. Also entweder gibt es da noch eine Möglichkeit, die wo ich gerade übersehe, oder der ist tatsächlich richtig schwer. Eins von beiden. Wahrscheinlich eher das zweite. Die erste Phase ist gar nicht so dramatisch. Der ist zach, der ist gescheit zach, ja. Okay, die waren ein, die ich nicht kennt. Ja, okay, da kannst du eigentlich straight leaven. Das ist schon scheiße umgegangen. Das war dumm. Ah, das ist eine Scheißphase. Ah, da lass mich killen. Das bringt nichts. Das ist schlecht umgegangen. Kurzes Hallo und schönes Wochenende wünschen. Für mich ist nur Feierabend, aber ab nach Hause und direkt in die Werkstatt durchstarten. Habt euch wohl und genießt das Wetter, sofern es ebenfalls gut bleibt. Trick, habe die Ehre. Merci dir fürs kurze Einerschauen. Ich wünsche dir ebenfalls ein schönes Wochenende. Genieß das Wetter und ich hoffe, weil du unterwegs in der Werkstatt bist, ich hoffe, es fällt nicht zu weit. Ja, das war der Try war scheiße. Der war scheiße. Nicht so oft drauf verwandt. Vielleicht da mehr in Leben. Moment einmal, ich glaube, ich hab da eine Idee. Jetzt passt's auf. Jetzt probieren wir mal was. Wir können ja jederzeit umskillen. Wir gehen jetzt mal voll auf Leben. Damit wir mal viel mehr Tankiness haben. Weil der Feuer-Damage bringt uns jetzt in dem Kampf sowieso eigentlich gar nichts mehr. Ne? Das heißt, wir werden jetzt mal vollends einfach mal auf Leben skillen. Und schauen, was uns das bringt. Und ganz wichtig, lasst euch das Feierabend-Wochenend-Bier schmecken. Auf alle Fälle. Also ich trinke zwar kein Bier, aber auf alle Fälle. Ist direkt um 6 heute wegen Klimaanlage wirklich. Ja, da perfekter Zeitpunkt. Das Wetter soll ja dann bald einmal schön und heiß werden. Da ist es ziemlich gut, wenn es das jetzt richten lässt. So, der wir da mal alles weg, was wir haben. Und investieren wir mal da mal gar einer. Kommen wir die 70 voll. Machen wir da noch 17 einer. Und jetzt schauen wir mal, ob uns das in irgendeiner Art und Weise hilft. Jetzt müsste man theoretischen Lebensbalken des Obergrauens haben, rein theoretisch zumindest. Weil der immer gerade so, wenn der sowieso elementneutral nicht, also Elementresistenz hat, dann bringt man jetzt auch mal Elementbild nichts. Also warum dann die Ressourcen verschwenden, wenn wir doch auch ein Leben skillen können? Ne? Dann holt man mir ein bisschen mehr aus und haben wir vielleicht ein bisschen mehr Chance gegen den Boss. Also in der zweiten Phase vor allen Dingen, ne?
Ja gut, so weit ausmachen tut's jetzt eigentlich nicht. Okay. Hä? Ah, und ich renne ihm genau da rein. Ja, ist eigentlich auch kein guter Versuch, nicht, weil ich schon wieder so viel Heilung brauche gegen. Okay. Ja, ist auch nicht optimal gelaufen. So ein Vorteil, wenn man drei Sterne erschaffen kann, einfach mal so aus dem Nichts. Ah, die kämen so unvorhergesehen. Ach, die Dinger verfolgen mich, oder was? Ist etwa unter ihrem Steh eine Lösung? Ah, warum könnten der so, der holt mir eiskalt, der holt mir einfach eiskalt ab. Wohin? Das war wahrscheinlich knapp. Der wichtigste Angriff, den schafft den Triebe nicht. Ah, das ist halt bitter, wenn du sie nicht blocken kannst.
Da schau her. Ich hab gerade was Wichtiges gelernt. Okay. Ich meine, ich hab zwar wieder keine Heilung nicht mehr übrig, aber... Der dritte und der letzte waren oft noch wegen. Ja, da weiß ich, da habe ich überhaupt keine Vorstellung nicht, wann da der Hit kommt. Da habe ich überhaupt keine Vorstellung, wann da der Hit kommt. Deswegen tue ich mich da mit dem Content schwer. Aber, Erkenntnis, sein Schwertkombo da, die Sechser-Kombo, die treibt brutal seine Haltung auf, wenn du die counterst. Und die kriege ich schon langsam. Weil wenn wir die haben, dann meine ich, wird es deutlich leichter. Aber die zweite Phase ist halt generell richtig garstig. Die ist richtig garstig. Ja? Ja, ob jetzt noch dran steht, ist auch nichts. Ah. Ja, okay. Ja, das ist eigentlich doomed. Hat gut angefangen, aber stark nachgelassen. Ja, okay, komm, kill mich. Kann nicht weiterkämpfen. Schon eine schwere Nummer, ja. Der ist schwer. Okay, freiwillig in den Tod. Schlecht angefangen. Gut angefangen, gut angefangen, aber schwer nachgelassen. Aber der ist schwer. Also die erste Phase eigentlich nicht. Die erste Phase ist eigentlich Pille-Palle, aber die zweite Phase ist richtig schwer. Eben, da jetzt auf Souls-Niveau sitzen. Was mir zu der Erkenntnis bringt, dass am Ende des Tages 3 Bosse auf Souls-Niveau gibt in dem Spiel. Ja, jetzt halt die Wurst, dass du klar wirst. Bin ja gleich so weit. Ach, der geht trotzdem durch, der Spell? Nice. Und Zuberlaufen. Schon wieder schlecht angefangen.
Ach, das ist eine Range? Ja, das ist nicht geschehen, wenn du halt zwei Hits gleichzeitig kriegst. Bis dann zum Countdown wird schwierig. Oh. Der Angriff ist gemein. Ja, kann mich eigentlich auch killen lassen. Wobei, ich muss eigentlich Erfahrung in der zweiten Phase sammeln. Ah, das ist bitter. Okay, Erfahrung sammeln. Ah, das ist trotzdem... Das ist keine optimale Ausgangslage. Das war mehr Dusel als Verstand. Dritter und letzter Hit, die Hand. Richtig gassig zum Dodgen. Hä? Wichtig? Sigi, aber der, grüß dich. Ah, das wird knapp, das schaffe ich nicht, okay.
Okay. Ich hasse verzögerte Schläge, aber das schon mal gesagt. Oh. Ja, das ist auch dumm. Kann ich nicht schaffen. Okay. Komm, der war eigentlich free und ich lasse mich jetzt mal wieder treffen davon. Wie oft brauche ich denn nur, bis dass ich die kann? Aber ich glaube, wir haben ja bis jetzt das meiste an live abgezogen. Oh, na, lauf doch! Oh, komm, danke dir. Perfekt. Oh Gott, hey, ist ja garstig. Oh. Oh. Der ist garstig. Ich glaube, bei dem verbraucht man locker 100 Tries. Locker. Oh, wir können wieder aufstellen, by the way. Ich glaube, dass wir bei dem locker 100 Tries lassen. Sieger, ist fit bei dir? Soweit schon? Sehr gut. Hast du es mit Wasser gebracht? Ja, okay, komm. Schon langsam nervt er mich. Bryce, aber der grüß dich. Was wird bei dir? Deswegen wollte ich dir nur auf Discord schreiben. Achso, ja, aus heute schon da, meine ich. Oh, leck. Ich glaube, dass bei dem in der zweiten Phase. Okay. Schnell. Das Headset anstecken, jetzt wird es wahrscheinlich gleich wieder so werden, dass ich an meinem Headset wieder nichts mehr her und dann fliegt es aus dem Fenster, garantiere ich, weil ich bin mit dem Headset mittlerweile sehr unzufrieden. Ich hab's aber noch nicht geschafft, dass ich mir ein neues bestelle. Sieh, es ist wieder da, schnurrt man weg. Warum? Was hast du denn drin? Auf die letzte Nachricht noch nicht? Nein, auf die letzte Nachricht noch nicht, ne? Nein, war ich gerade. Aue, bist du im Saubert unterwegs gewesen? Ja, okay, komm. Drecks-Headset. Schnell das mal. Im Rottal? Also wenn sie jetzt irgendwie einen Ton doppelt Herz oder sowas, dann sagt was bitte, dann muss ich einen Ton leiser machen, okay? Aber ich habe jetzt meinen Ton auf die Boxen, weil mein Headset der größte Grattlerwitz ist, den was man jemals hätte kaufen können.
Also nie wieder, Like kauft nie wieder ein Corsair-Headset. Tut das nicht. Böser Fehler. Das ist ein böser Fehler. Ja, das hat man die lieber gleich mit Ulti so gefangen. Oh, jetzt nervt er mich gescheit, gell? Warum trifft mir denn der zweite jetzt mal? Das ist eigentlich schon wieder nicht optimal. Achso, okay, der Steinangriff connectet nur mehrmals, wenn der erste trifft. Gut zu wissen. Oh, der ist gefährlich. Kann wieder so drauf werden. Okay, muss der GG sein. Ja, wieder zweite Phase. Wieder nicht optimal, aber schauen wir mal. Ich glaube, dass Angreifer-Gehirn tatsächlich eigentlich gar nichts bringt. Außer er stürzt ab, natürlich, so wie jetzt, dann schon. Aber ich glaube, dass wir einfach nur dodgen. Das ist, glaube ich, fast die sinnvollere Variante. Weil der treibt diese Haltung im Endeffekt selber hinter. Also, vorausgesetzt, ich kann es auch dodgen. Ne? Das ist natürlich... Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Vielleicht hilft es uns selbst, wenn wir ein bisschen auf Distanz bleiben bei ihm. Müssen wir mal schauen. Wobei er kommt so nah an uns ran. Jetzt probieren wir es mal. Was auch immer das für Angriff ist. Ich meine, eine kennen wir hätte ich nicht, aber... Okay, perfekt.
Gut angefangen. Gut angefangen. Noch ein bisschen Gedächtnis mitgenommen. Dann mal weiter wegfahren. Schade, da wird man so drauf. Mal gegenhalten. Den. Oleg, was ist das? Das ist neu. Okay, das war neu, den habe ich nicht gekannt. Aber. Ah, oder wir haben mit drauf, schade. Okay, 2 Willensangriffe durch. Doch, das ist gut. Den kann ich bis heute nicht. Ja. Okay, das ist jetzt das zweite Mal, dass wir komplett brechen. Wir lernen schon langsam. Das Gift, da müssen wir laufen. Schade. Nice. Oh, Sonne. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt gedodged habe. Grenzt irgendwie ein bisschen an einem Wunder. Den schaffe ich nicht. Der Schlag ist für mich Endgegner. Okay, langsam wird's. Geil wie hier. Ah, wobei, ne? Lebt's sogar noch mit. Hier steht bleiben. Ich schaff's nicht, alle zum Countern. Komm. Oh, wie kann denn der daneben gehen?
kidding me? Bitte, lieber die Ehre, Christi. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, Chat. Bin gleich wieder bei euch. Und der Bursche kriegt ja irgendwie gefühlt keinen Damage nicht, gell? Die Dinger wieder. Mal präventiv in die falsche Richtung locken. Da hinten kannst du ruhig rumwuchteln, das tut mir jetzt weniger. Der kommt sogar noch bis zu mir. Da bringen wir auch 2 so Angriffe durch. Der ist aus der Hölle gekommen. Ja? Aber ist ein guter Try auf alle Fälle. Schon langsam kommen wir in sein Movement rein. Okay, perfekt. Ich muss dann locker noch 2 Mal brechen. Locker. Also einmal auf jeden Fall. Ich sage ungefähr, ich habe jetzt überhaupt nichts gesehen. Na, scheiße, fuck. Ich glaube, wenn ich den dodged hätte, hätten wir es gewonnen. Oh, leck, der ist zack. Heilige Scheiße ist der Tenki. Also Kinder, wenn ihr einen Wulong kauft, stellt ihr auf einen richtig heftigen Endboss ein. Aber es wird langsam. Ich schätze mir noch so 20 Versuche, dann meine kann man knacken. Innerhalb der nächsten Stunde. Kann's tatsächlich werden. Das war ein guter Try auf alle Fälle. Ich habe einiges an Patterns lernen können jetzt. Das hat mir richtig viel Zeit gegeben. Ja.
Oh, hast du ein Dusel. Aber er funktioniert immer besser. Ich drehe der Pirouetten da hin. Okay, nice. Sim-Heilungen für die zweite Phase. Passt schon, Sigi. 20 eher weniger. Na, das wird schon noch dauern. Das wird schon noch dauern. Weil es wird nicht jeder Try jetzt so flawless werden wie der andere. Ja, genau. Da haben wir schon wieder. Wenn das nicht countern kann, da bin ich jetzt eh hier, oder? Ja. Jetzt haben wir mal eine gute erste Phase und dann so eine grottige zweite Phase. Also wir haben da locker noch bei 20 Tries. Locker. Also die Stunde, wenn ich es in der Stunde überhaupt schaffe, den Boss zum Legen. Weil der ist schon richtig schwer. Also da kannst du echt nichts sagen. Der ist also Minimum Souls-Niveau. Minimum. Eher sogar noch stärker. Da hat er eher schon fast... Ja, ich dachte schon fast in der Sekiro-Game eine arbeiten, weil der ist schon richtig stark. Den kannst du nur besiegen, wenn du viel parierst. Da musst du das Pariergame wirklich on point haben, weil sonst schaffst du es nicht. Ja, perfekt. Du kannst deinem Mann liebe Grüße ausrichten von mir. Spoilerfreie Grüße. Endboss ist bösartig. Der ist richtig. Der ist. Ja, okay. Das kann man nicht countern, oder? Der ist auf einem ganz anderen Level. Der hat mit dem. Du kannst eigentlich so gefühlt. Hat der mit Wulong nichts zu tun. Der Endboss hat mit Wulong so gesehen nichts zu tun.
Okay, komm jetzt. Frau. Genau so, Wichterli. Jetzt macht er den. Ja, okay, komm, den macht er jetzt auf einmal in der ersten. Von Anfang an, wo er ihn die ganze Zeit nicht gemacht hat. Ja, das darf ich nicht tun. Das darf ich nicht tun. Einfach nicht angreifen. Einfach warten, bis man parieren kann. Oder? Oh, jetzt macht er teilweise Angriffe, die wo er erst noch einen Haltungsbruch gemacht hat, macht er jetzt sofort. Ja, da war gerade der Leck das Ober. Ah, der holt sich so. Die holen die oft so garstig ab, die Angriffe. Jetzt brennt er den schon wieder. What the fuck? Was ist denn jetzt los mit dem? Ich darf schauen, dass ich das weiter gewinne. Ja, okay. Weil ich habe ihm noch nicht einmal ansatzweise irgendwas da und der wirft mir gerade sein ganz Angriffsrepertoire ins Gesicht. Es gibt Luft für 2, das haben wir gelernt. Immer einer. Okay, erster Haltungsbruch. Schattenkanabriere, es ist der Shenlong von Wulong. Ja, der Shenlong von Wulong, der ist bösartig. Der ist richtig schwer. Also, Hut ab. Ich habe das ganze Spiel eigentlich immer so bisher ein wenig belächelt, weil es recht einfach war, aber der Endboss hat es tatsächlich bösartig in sich. Sein, wo er herkommt. Also Leute, ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, dass ich jetzt nicht so aktiv auf den Chat schauen kann, auch nicht so effektiv antworten kann, wie es es normal gewohnt hat, aber ihr merkt, ich muss mich bei dem Boss wirklich brutal konzentrieren. Dass er jetzt mit daneben geht. Ah, komm, ich habe jetzt ungefähr. What the fuck, Alter? Was ist mit dir verkehrt? Er lässt mir gerade überhaupt keine Luft zum Schnaufen. Der lässt mir keine Luft zum Schnaufen jetzt gerade in dem Moment. Der wirft mir alles in die Fresse, was er irgendwie in seinem Scheißleben einmal gelernt hat. Brutal gerade.
Okay, 2 Haltungsangriffe war wichtig. Ja. Planetenkraft. Hashtag Digimon. Kann ich daraus profitieren, weil das eine scheiß Sonne ist. Ich checke nicht so ganz, was das sein soll. Einfach mal dodgen drücken wird schon passen. Genau, sehen, dass ich wusste. Hä? Null? Wurst zusammenbeißen, Freunde, jetzt wird's ein Tanz. Die dritte Sonne war böse. Aber das überlebe ich. Ja, das überlebe ich sogar gut. Oh, ich brauche einen Arm, oh, ich habe jetzt schon wieder keine Heilung mehr, Mama. Ah, das bricht mir schon wieder das Knack. Oh, vielleicht aber nicht. Ja. Mach jetzt irgendeinen Move, den ich gut dodgen kann. Oh! Oh! Oh mein Gott, endlich! Oh, leck mich am Arsch, ey. 終わったね。これで兄さんもようやく眠 Danke für die GGs, Leute. Wenn jetzt, ey, ohne Scheiß, wenn du jetzt noch mal irgendwas außerwachst, dann. Ja, Entschuldigung.
Oh, leck. Also, ohne Scheiß. Der Endboss hat mit dem Spiel nichts zu tun. Der hat absolut nichts mit diesem Spiel zu tun. Die haben den, weiß ich nicht, ich glaube, das ist der heimliche DLC-Boss von Sekiro. Ja, der kehrt eigentlich gar nicht in das Spiel, wenn du mich fragst. Servus, Botti, grüß. Also, Servus an alle, falls ich jetzt irgendjemanden überlesen habe, aber ihr habt es gemerkt, das war jetzt nicht ohne. Alter, was für ein Kampf. Ja, der war kriminell. Der Boss war wirklich kriminell. Bei einer dritten Phase hätte ich einen Rage Quit verstanden. Wenn jetzt eine dritte Phase gekommen wäre, dann hätte man das Ende heute wahrscheinlich nicht mehr gesehen. さて、あとは任せてわしらは戻ろう。また様子見に来るね。Kann mir aber gut vorstellen, dass es immer noch einen zweiten Teil gibt. Da gibt's jetzt quasi. Ich glaube, ich weiß, in was für Richtung das geht. Ich glaube, da gibt es jetzt noch einen optionaler Boss und das ist jetzt das Kind mit Augenbinde, kann ich mir vorstellen. Aber das glaube ich ist ein Boss, den du nicht machen musst. Wir haben auf alle Fälle wieder im Anfangsgebiet. Der wird jetzt wahrscheinlich da sein, wo unser Tutorial-Boss das erste Mal war. Ja, genau. Okay, ja, das ist jetzt wahrscheinlich ein optionaler Endboss, den wo man machen kann. Die Geschichte an und für sich ist er fertig. Und du hast automatisch eine Moral von 20, also das ist jetzt nichts Relevanz mehr. Aber wir können es uns nur schnell anschauen. Ja genau, da haben wir nämlich damals einen Tutorial-Boss verhauen. Tanyakuによって邪竜と合一し、決議の力によって人の身に戻った。それが思わぬ結果を生んだものよ。今や竜の丹田は我が身の内にある。Schlecht. お主には感謝しておる。褒美として。Okay, das ist vielleicht das erste Endboss. Oh. Okay, der hat aber ähnliche. Der hat recht ähnliche. Ja, ich wollte gerade sagen, recht ähnliche Patterns wie der andere vorher. Nur, dass der ungefähr dreimal so aggressiv angreift. Gibt's irgendetwas, was du nicht kannst? Kannst du vielleicht noch irgendwie, weiß ich nicht. Alter, was ist denn der? Eine Mischung aus geflügelter Drache des rauen schwarzer Magier oder wie jetzt?
Ich verstehe gerade nicht, was du von mir willst. Achso, jetzt perfekt, wie zu der Schattendoppelgänger beherrscht auch wieder wie sonst Depsi. Ja, aber der lässt sie recht. Aha, ja. Der lässt sie recht einfach brechen. Perfekt. Wenn du jetzt noch eine neue Erde erschaffst, dann glaube ich, nimm mir das voll ab. Ohne Witz. Ich darf es nicht anzweifeln. Aha, Genki Dama kann auch noch. Ja, es gibt. Der Boss kann ungefähr alles. Der Boss allein kann alles, was alle anderen Bosse vorher können haben. Von einmal lernen. Ja, aber für das, wenn man sich das mal anschaut, auf dem ersten Versuch schon so viel Heilung. Also den kriege ich auf. Den werde ich relativ schnell haben. Coole Schau, weil sonst verlierst du es nur auf dem ersten Versuch. Erzähl nicht abwarten. Schade. Ja, aber. Also der wirft ungefähr mit allem um sich. Aber der ist deutlich, für mich deutlich leichter zum Countern als wie der andere Idiot vorher. Endlich daheim, sehr schön wichtig. Was, jetzt die ganze Zeit mit dem Auto unterwegs, oder was? Der Boss kann alles außer Tiernahrung, wait, what der... ah, Tiernahrung kann er. Aua. Ja genau, das ist nämlich, der macht nämlich 3 Ults hintereinander und wenn du die 3 Ults counterst, dann ist er gleich mit Brucher. Oh. Na ja, gut, außer du counterst das halt nicht, dann bist du halt gleich hin. Ich laufe knapp 2 Kilometer von hier bis oben. Respekt, ich habe auch gerade... Ja, ich habe 2 Minuten in der Arbeit oder 3 Minuten im Auto und ich gehe aber nicht zu Fuß. Ja gut, jetzt hätte ich mir gedacht, ich hab den Endboss endlich, aber das ist der Endboss, scheinbar.
Die Endbosse. Und einer ist gestörter wie der andere. Ja, die ist komisch. Oh. Aber ich sehe halt nicht, wann er einmal zuhaut und wann er 8-mal. Oh, Alter! Oh, leck mich am Arsch. Ah. Oh, der war so easy. Alter, schieß noch mal noch. Und wieder gebrochen, da gehst her. Die ist komisch. Die Kugel ist komisch. Die haben jetzt eine scheiß Dolche. Ich sage, so schwer war der gar nicht. Oh. Ja, das können wir sehen. Oh Mann, hey, warum werfen sie jetzt auf einmal mit so viel krasse Bosse um sich? Das ganze Spiel war so lätschert von den Bosse her und dann am Schluss die letzten 3 Monate jetzt müssen sie es auf Tube drucken. 35 Minuten noch für den Boss, schauen wir mal. 25, schauen wir mal, ob wir das hinbringen. Bringen wir das hin? Ist die Frage. Aber ich sage mal so, das ist halt der letzte Wulong-Stream. Das muss eigentlich bewusst sein. Name reise das Spiel nicht mehr raus.
Also entweder wir schlagen man halt oder wir schlagen man halt nicht. Und so wie der mich gerade verhaut, glaube ich es eher nicht. Die haben so blöd zum Kontern. Ich krieg die Kugel nicht hin. Ich schaff das nicht. Ich schaff die Kugel nicht zum Kontern. Ich glaube, dass wir einfach nur kontern müssen. Jetzt. Oh. Ja, machen wir da. Was, du warst halb so schlimm, wenn nicht irgendwelches Messer hättest. Erzähl nicht aufpassen. Oh mein. Das ist so dumm zum Kontern. Oh ja, aber jetzt mal wieder drauf rein, gell? Der war eigentlich nicht einmal so dramatisch. Wie? Okay. Ich lerne es einfach nicht, dass ich da einfach mal ein bisschen geduldiger sein muss da bei dem Schlag. War wieder richtig dumm jetzt von mir. Der war eigentlich so einfach, der war gar nicht so dramatisch, der protzt halt brutal. Der wirft ungefähr die ganze Welt ins Gesicht, aber du musst einfach nur da warten können. Er wirft eine Ult nach der anderen um sich.
Ja, jetzt schaffe ich es halt natürlich wieder nicht, weil mir Teilung ausgegangen ist. War überhaupt nicht dramatisch. Du musst einfach nur da warten können. Du musst nur da warten können. Nur da warten können. Der wirft mit allem um sich. Mit einer Ult nach der anderen. Boah, Moment einmal. Jetzt passt zu Wacht. Jetzt probieren wir mal was ganz anderes. Achso, geht nicht. Okay, ja gut. Weif, ich habe die. Solange der nicht nur eine zweite Phase hat, dann flippe ich aus. Dann flippe ich aus. Sag ich dir, wie es ist. Freiweg, dann gib ich mir eins. Nein, das sag ich jetzt nicht. Wie gesagt, da muss man einfach nur geduldig sein. Das ist halt das, was mich bei ihm triggert. Die ganzen Dolche, die du so schwer dodgen kannst. So, jetzt kommt der Schwung. Genau. Den wir hätten theoretisch schon dodgen können, aber nein. Ja, die sind nicht dumme Treffer, die man da kassiert. Gell? Das ist eigentlich so ein offensichtlicher Angriff. Ah. Nur wie so stark von seine scheiß Doppelgänger ablenken. Mei, du Lutscher, wenn's deine Dolche nicht hättest. Du warst so easy. Ich weiß nicht, wie man den Angriff dodgen soll. Das ist schon fast ein Ding der Unmöglichkeit. Oh, das ist doch schwer, wenn du überhaupt nichts sagst und dann zündet er einfach sein Ult. Das ist so geschert. Mir geht am Anfang einfach sauber zur Verheilung ab. Weil ich am Anfang so sinnlos oft getroffen wird. Vor allem von dem Scheiß, weil ich nicht weiß, wie du das dodgen sollst. Ah, Mann, schon langsam. Das Spiel nervt mich jetzt allmählich. Ich muss dann ganz ehrlich sagen. Immer muss auch mal gut sein.
Keine Ahnung, ja. Ich meine, der... Ja. Sag ich ganz ehrlich, ich bin jetzt froh, wenn es halb ist. Also ich darf ihn schon schaffen jetzt die nächsten 1,5 Stunden. Das war nicht dramatisch. Ne? Aber das Spiel nervt mich jetzt einfach gerade mittlerweile. Ich habe einfach... Es gelang... Irgendwann ist halt auch mal gut, weißt du schon? Du legst so viele Bosse um und irgendwann denkst du einfach nur, Alter, Spiel, wie viele Bosse müssen es denn noch sein, bis es einmal vorbei ist. So auf die Art, ne? Ich mein, der Boss vorher war schon nicht ohne. Und dann kommt nur mal einer. Sieh die Messe finde. Hast du mal aufhören, eine scheiß Messe zum Spammer? Nicht? Okay. Ja gut, ich wollte da gerade mal aufräumen. Vielleicht fällt da noch was anderes. Ah, deine Schattendoppelgänger, ja, perfekt. Hey, du kannst doch halt aber auch so schwer lesen. Du weißt halt überhaupt nicht. Der fängt immer mit dem gleichen Moveset an. Du weißt aber nicht, kommt ein Schlag oder kommen 10. Na ja, natürlich. Ist der? Ja, als Blindgänger hast du mir wirklich besser gefallen. Jetzt können wir seine Eis zapfen, oder? Ja, genau.
Scheiße. Mir tut der Daumen vom Dodgen langsam weh. Oh, gut, dass ich mir jetzt noch mal den Tag halt habe. Jetzt noch mal konzentrieren. Ist gut. Der war wieder neu. Stirb, du Dreck jetzt! Oh, da ist immer noch nicht hin. Stirb! Jetzt, wenn noch irgendein so ein Boss kommt, ohne Witz, ich wirf einen Controller aus dem Fenster aus. Ich will jetzt ganz langsam, ehrlich wahr. Oh. Devin, hab ich dir, grüß dich. Zeit noch.竜の丹田を持つ一族。その身の上を隠すため、過ぎた力のあるこの目を自ら封じていました。Aua, mein Daumen. ウキツはこの身を利用し、真の丹薬を作ろうとしましたが、ウキツの闇に完全に支配されるよう耐え続けました。あなたとの絆を支えに、絆を信じて戦い続け、Vorher hab ich geschafft. Loser. あなたの勇姿を見て私は心を決めました。この目は開くべきだと。Aber was das jetzt bitte? Oh, das schaut so aus, als wenn es gewinnen war.
つの喜ぶ顔が目に浮かぶわ。お前がいれば100人力だ。共に兄者のために尽力しようぞ。なあ。 Hey, und mir wird überhaupt nichts gesucht, damit das gleich klar ist. Ich hab die meiste Arbeit gemacht, bis haben da. 我ら心を同じくし Und て mir war ein Land hin. 困窮する者を救わん。上は国家に報い、下は民を休んずるために。方角来た。放て。鍛え上げたようだな、コウキ。はっ。敵は皆川底に沈むでしょう。次の目標へ移動。 Ich hab überhaupt kein Ziel mehr. Mein Ziel ist jetzt dann der Tennisplatz, du Affenkopf. Also deine Bosse selber zusammenhauen. Ich kündige. 兄上、孫家の行く末、ご承覧あれ。次は南とかまた忙しくなるな。新しく入った芝居というものの検索らしい。 Ohne Scheiß, jetzt bin ich halt auch echt froh, wenn man mir Zeit keine Souls-like-Spiele mehr spielen. Ich mag, ich spiele gerne Souls-like-Spiele, aber jetzt ist momentan bin ich froh, wenn wir ab nächster Woche wieder Story-Spiele spielen, die wo ein wenig entspannter haben. Ja, Herrgott selig, Zeit ist vorn. Freunde der Sonne, wo lang Fallen Dynasty? Ein Souls-like mehr auf der Liste, wo ich mir quer anhageln kann, was ich geschafft habe. Lies of P kommt doch nächstes Jahr angeblich. Lies of P sagt mir jetzt noch gar nichts. Und danke für die GGs, by the way. Ja, was soll ich zu dem Spiel sagen? An und für sich schön gemacht. Optisch kannst du nicht meckern. Es ist halt klassisch asiatisch. Sagen 31. Dezember zu Lies of P. Lies of P. Ich habe schon mal was gehört davon, aber tatsächlich noch nichts gesehen. Kann ich einen Einsteiger empfehlen? Grundsätzlich ja. Es ist einsteigerfreundlich für die Leute, die in das Souls-Genre einsteigen wollen, das mal probieren wollen. Da ist Wulong tatsächlich wirklich gut geeignet. Warum? Weil du NPCs mitnehmen kannst und weil das Moralsystem in dem Spiel eine große Hilfe ist bei Bossen. Ja? Also du kannst halt praktisch, wenn du bei einem Boss hängst, kannst du im Endeffekt vor dem Boss ein paar kleine Gegner verhauen, bis dein Moral einfach einen hohen Wert hat und dann gehst du in den Boss rein und du kriegst halt fast keinen Damage mehr. Vom Damage Output her macht es nichts aus, aber vom Damage Input, den du kriegst, macht es tatsächlich viel aus. Daher würde ich sagen, es ist sehr einsteigerfreundlich für Soul-Genre. Außer die Bosse, also die letzten zwei Bosse, die Endbosse, die letzten zwei, die sind richtig, richtig stark. Die haben auf Sekiro-Niveau, weil du musst da das Dodgen wirklich on point können, sonst hast du gegen diese Bosse keine Chance. Und der Liu Bei ist stark und der Lu Bu beide. Also du hast 5 Bosse in dem Spiel, die wirklich gut haben. Ansonsten ist das Spiel eigentlich relativ für ein Souls-like-Spiel relativ einfach. Also mir war es zwischendurch eigentlich zu langweilig, weil ich halt einfach so Granaten gewohnt bin wie die letzten 2 Bosse. Aber an und für sich darf ich schon fast sagen, wer Wulong mal probieren will oder wer generell einmal ein bisschen auf Tuchfühlung geht, wo ich mit Souls-like spiele, ist glaube ich mit Wulong ganz gut dran. Er muss ja nicht bis zu Ende spielen, sondern er kann es einfach einmal spielen, dass er mal mit der Mechanik von einem Souls-like vertraut wird und kann sich dann an einen Demon's Souls zum Beispiel dranwagen, was auch sehr, sehr einsteigerfreundlich ist dann. Oder auch für Elden Ring dann, wobei die Steuerung von Wulong und die Souls-Spiele generell noch mal ein wenig unterschiedlicher ist. Aber an und für sich, das Spiel ist jetzt nichts Herausragendes nicht. Also das ist jetzt nicht das, was mich brutal vom Hocker gehauen hat, aber es ist auch nicht schlecht. Ja, also ich darf einmal sagen, das Spiel kriegt eine solide 8,5.
vielleicht 9 von 10. Kann man spielen, man versammelt aber jetzt auch nichts. Ne? Im Game Pass ist by the way gratis, das ist auf alle Fälle ein Pluspunkt. Also wenn ihr es probieren wollt und es habt einen Game Pass, dann könnt ihr da jederzeit reingrätschen, es braucht kein Geld nicht ausgeben, an und für sich für Spiel. Lasst es euch aber, probiert es einmal ein paar Stunden, macht es mit der Kampfmechanik vertraut und wenn es dann sagt, hey, ja, ich bin addicted, dann sprecht es weiter. Und wenn es dann sagt, hey, nein, ist nicht für mich, dann installiert es wieder, ganz einfach. Genau, sonst, wie gesagt, ein solides Spiel, 8,5 bis 9, da ich fast sagen. Aber weil es ist jetzt nichts herausragendes. Man versammelt jetzt nichts mehr, was nicht gespielt hat. Im Game Pass war es. Also ist nicht mehr gratis. Ich freue mich auf einen Lederlappen wieder. Ja, ab nächster Woche wird es deutlich entspannter. Da kommt wieder Content, den sie von mir gewohnt hat. Also wir spielen ab nächster Woche wieder wirklich Story-Spiele. Warte mal, damit schnell switchen. Hat man jetzt eigentlich Musik oder so doppelt gehört? Nicht, gell? Weil ich habe jetzt meinen Ton über Boxen tatsächlich. Genau. Ab nächster Woche spielen wir wieder wirklich kontinuierlich Story-Spiele. Wir fangen mal an mit Batman Arkham Asylum. Das ist eine Trilogie sozusagen. Arkham Asylum habe ich selber einmal gespielt. Das ist Jahre her. Dann gibt es noch Arkham City. Auch den habe ich einmal gespielt. Ist auch Jahre her. Und dann gibt es noch Arkham Knight. Das ist der dritte Teil. Den habe ich noch gar nicht gespielt. Also es ist ein Dreiteiler. Batman. Wir haben ja schon mal mit Spider-Man ein bisschen ins Superhelden-Genre reingelunzt. Das hat, glaube ich, euch auch ganz gut Spaß gemacht. Batman ist ein bisschen düsterer, ist ein bisschen, ja, wie sage ich denn? Ist ein wenig ernster die Geschichte. Aber ich hab Bock drauf, auf alle Fälle. Ja? Wieder gemütlich Story-Spiele ballern. Das ist mir jetzt die letzten 6 Monate oder 5 Monate schon ziemlich abgegangen. Aber das lässt jetzt Baustelle aktuell wieder ein wenig zu, weil ich merke, dass ich doch öfter live gehen kann, als ich das erst gedacht habe. Ich weiß, dass der Content die letzten Wochen nicht für jedermann war. Das ist mir klar. Nicht jeder kann was mit Souls anfangen. Wir haben ja viele Retro-Spiele gespielt die letzte Zeit. Aber jetzt ich verspreche es euch, ab nächster Woche kommt wieder Content, der wo eng von mir halt einfach auch wirklich gefällt. Und das ist eben halt der Story-Content. Ja? Also es werden jetzt Souls-Spiele erstmal aufgeschoben, es werden Retro-Spiele erstmal aufgeschoben. Das nächste, also Soulspiel ist maximal das nächste Elden Ring, wenn es DLC irgendwann in dem Jahrhundert nur mal kommt. Dann spielen wir Elden Rings DLC. Den Easy Mode Run, den spiele ich weiter, wenn ich wirklich Bock drauf habe. Theoretisch haben die wichtigsten Sachen auf YouTube erledigt. Also von da an, das Setup ist voll. Ihr könnt es von da an dann weiterspielen, wie es eng beliebt ist. Ich werde mit Sicherheit irgendwann einmal, wenn es mir baut, nochmal mit Elden Ring weiter da. Ne? Im Easy Run. Aber vorerst, ich habe jetzt genug Souls für die nächste Zeit. Ja, wir haben ja jetzt wo lang durchballert, was die letzten 2 Streams sehr anstrengend war. Jetzt freuen wir uns einfach auf gemütliche Projekte. Ja. Batman ist jetzt, wie gesagt, das erste auf der Liste. Das nächste wird dann wahrscheinlich, mal schauen, da meine ich, gehen wir dann in eine Open World. Bin immer noch nicht sicher, entweder in einer Open World Story Game, aka Dragon's Dogma, oder wir gehen in Final Fantasy 13 rein. Das ist zwar auch mehr asiatisch angehaucht, aber hat eine unfassbar gute Story. Da bin ich mir noch nicht sicher, was wir spielen. Aber jetzt bleiben wir erst einmal dabei, wir spielen mit Batman. Abgesehen davon haben wir mit dem Dampfi noch ein Koop-Projekt mit We Were Here Together offert. Der Dampfi kommt die ganze Woche auch nicht mehr live. Ob wir dann nächste Woche weiterspielen, das weiß ich noch nicht. Da muss ich mich noch ein wenig mit ihm kurz schließen. Da geht es aber auch definitiv noch weiter. Ja? Also der Dampfi und ich werden uns da definitiv nochmal einen Kopf zerprügeln. Ja, das hat Enke auch ziemlich taugt. Und so ist das ein bisschen der Ausblick jetzt, was die nächsten Tage, Wochen an Content auf meinem Kanal euch erwartet. Nur dazu, in ungefähr so ziemlich genau 4 Wochen haben wir das 2-jährige Twitch-Jubiläum von mir. Da wird es eine Community-Zockerei geben. Also da plane ich aktuell ein wenig. Da ist noch nichts 100%ig fest, aber das wird ein reiner Community-Tag. Da muss ich allerdings noch mit ein paar Streamer-Kollegen reden, weil das auch gerade der Samstag ist, ob man die da ausnahmsweise eher einen Spot offert halten, damit ja jeder, wenn möglich, dabei sein kann. Beziehungsweise ich will da halt auch nicht reingrätschen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Deswegen frage ich halt Konsorten, die wo an die Tag meistens oder eigentlich immer live gehen, ob das für sie in Ordnung war. Und ja, wieder da hat es eine zweite Phase gegeben. Nein, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Genau. Sonst
Was ist eigentlich für heute gewesen? Es war ein spontaner Livestream heute. Freitagnachmittag ist absolut nicht meine Zeit, aber wenn ich jetzt ausnahmsweise mal auf meinen Viewer-Account schaue, der wo auf 120 steht, ich glaube vorher waren wir zwischenzeitlich mal bei 25, hätte ich nie damit gerechnet, dass man am Freitagnachmittag bei so einem Schienen wieder so viele Leute auf meinen Kanal zuschauen. Was mir wiederum ein bisschen so sagt, hey, ich bin jetzt mittlerweile, oder wir sind auf Twitch mittlerweile so ein Haufen, dass scheinbar schon egal ist, wann ich live gehe, dass immer irgendwer zuschaut. Das ist halt Wahnsinn. Ne? Wie gesagt, ich habe es erwähnt, der Content von den letzten Wochen ist nicht jedermanns Sache gewesen. Das ist mir durchaus bewusst gewesen, aber das hat aufgrund von der Baustellensituation halt einfach nicht anders geholfen. Aber ab nächster Woche back to the roots. Ja? Da, wo wir im Endeffekt im Januar aufgehört oder im Februar aufgehört haben, da gehen wir jetzt wieder weiter. Und ja, ich hab Bock drauf und ihr hoffentlich auch. Ein Haufen, der zusammenhält. Genau so. Hey, hallo, ich hab heute in der Nacht von dem Haufen verdammt. Also, verstehe die Frage nicht. Sagen wir da jetzt mal, wenn du da bist, haben wir da. Der Hashtag Stanghalten. Na gut. So, Leils, ich darf jetzt mal schnell schauen, wer nun live ist. Kleiner Hinweis an der Stelle. Zwei Sachen. Erstens, falls du neu da bist, vielleicht für einen Seven ist das vielleicht interessant, der wo vielleicht gerade noch im Chat da ist. Lubu war der einzig Schwere, finde ich, aber nur die erste Begegnung, meine ich. Ich habe die zweite schwerer gefunden, tatsächlich. Aber da ist immer jeder anders, ne? Das ist vielleicht für einen Seven und andere neu auf dem Kanal FC oder die, wo vielleicht das noch nicht mitgekriegt haben, kommt gern auf meinen Discord-Server, Ausrufezeichen Discord, join meinen Discord-Server, das kostet gar nichts, da kriegst du alles mit, was mir um meine Livestreams angeht, du kannst dich mit mir unterhalten, du kannst dich mit sämtlichsten anderen Leuten da drauf unterhalten, und ja, schau mal vorbei, gibt für sämtliche Themen einen Channel, da hat mich gefreut, der Discord-Server, der darf unbedingt noch anwachsen, je mehr Geschubste auf den Server haben, umso besser ist. Und dann checkst im gleichen Atemzug noch aus, das geht jetzt nicht mehr für den Seven, weil der hat den Schritt schon überstanden, den hat es auch nicht weh da, schau mal, ob du noch kostenlos einfolgen kannst, weil mehr Geschubste auf Twitch auch mehr gut haben. Ja, wir gehen immer nur auf 300 zu. Momentan, ich weiß nicht, ob Twitch fleißig Bots aussortiert, aber mein Follower-Account, wir warten schon längst über die 300 drüber, aber wo ich in den letzten Wochen die Follows gesammelt habe, ich glaube, dass Twitch massiv Bots aussortiert. Das ist brutal. Also ich kriege an einem guten Stream so 2-3 Follower rein und einen Tag später haben 3 wieder fort. Also das weiß ich nicht. Wir haben so ein bisschen stuck, Freunde der Sonne. Aber selbst das ist okay. Gut, Werbung Ende an der Stelle. Und jetzt schauen wir, Freunde, wer live ist. Ja, ich muss mal schauen, ob Savino live ist. Die war gestern. Gestern. Wie jetzt? Ich habe keinen meiner Friends-List, der wo live ist. Was ist denn da los? Twitch ist auch nicht mehr das, was es mir war. Ja, Freunde, dann brauchen wir zauberhafte Raid-Vorschläge. Wen haben wir? Freiwillige vor? Axolotl. Ach, das ist die Bastlerin, meine, gell? Freigeist TV, kenne ich nicht. Die hat mich mal geradet. Sollte man uns da quasi als Basigang mit Blutgrätschenartig revanchieren, oder wie sage ich das? Die packt gerade. Der Bazi ist noch da. Ja, aber gleich nimmer. Ja, sollen wir uns bei der Axolotl da mit Blutgrätschenartig für einen Support bedanken, für 2-4 oder wie, oder was? Ist diese Möglichkeit. Muss nicht, aber ist gut. Grätsch mal rein. Und Borisch. Passt, die hat schon automatisch gewonnen. Seven, du darfst dein Vorschlag gern fürs nächste Mal aufhören. Das kommt von Zeit zu Zeit mal vor, dass man mir Raid vorschlagen lasse, die wo nicht aus der Community haben, weil man will ja sein Horizont auch ab und zu mal erweitern. Ne? Gut, der Mr. Price ist schon ganz fleißig, der haut einen Raid-Command in den Chat. Einmal für Subs und einmal für Non-Subs. Bitte jeweiliges einfach kopieren. Also alles, was hinter Non- und Subscriber steht. Ne? Nicht den ganzen Text, sondern ihr wisst, was ich meine. Und dann bei der Axolotl eindreschen, damit die genau weiß, dass jetzt Basi gegen den Laden da übernimmt. Ja? Jetzt soll sie orientieren. So, jetzt passt so was. Dann werden wir da mal Raid starten. Makers und Crafting. Sehr gut. Ich nehme alles mit. Ist gierig quasi. Gut. Freunde, ich weiß nicht, wann ich wieder live gehe. Voraussichtlich erst nächsten Mittwoch, weil morgen Frühschicht, Sonntag erst das Tennis bei, Sonntag Livestreams werden jetzt schwierig werden die nächste Zeit. Ich habe bis Mitte Juli Saison. Ich kann es halt nicht versprechen. Es kann mal sein, dass ich spontan an einem Nachmittag oder an einem Abend einmal live komme, wenn ich dann noch Bock habe und Frau Bazi zufällig was anderes vor. Aber Sonntagsstreams sind jetzt vorerst erstmal wahrscheinlich raus. Ja?
wahrscheinlich nächsten Mittwoch bin ich wieder da. Da fangen wir dann mit Batman Arkham Asylum an. Ja? In dem Sinn, ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schön, dass du da wart. Ich hoffe, es hat euch halbwegs Spaß gemacht. Wir haben mit Wulong Gott sei Dank fertig. Freut euch auf den Content, der wo kommt. Ich habe auch richtig Bock drauf. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Axolotl und beim Bocher. Wer noch einen Hirschhunger braucht, der kriegt jetzt einen. Und ja, sagt liebe Grüße, ich komme noch mit und grätsch mal rein, da ich sagen. Ja? In dem Sinne, ein schönes Wochenende euch, falls wir uns nicht mehr hören. Also außerhalb von Discord und so weiter. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich nächsten Mittwoch wieder. In dem Sinn, haut euch rein und pfiat euch. Bis zum nächsten Mal. Servus.